Damen und Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker am Christoph Hansen. Während der letzten Plenarsitzung, wo wir zu Straßburg waren, als es alle guten Terz stur blieben. Ein Terrorist hat sich Krisch gemacht, sich geschossen und hat 5 Leute umgebracht und 11 Leute teils schwer blessiert. Es war ein schrecklicher Moment, weil viele Kollegen, Mathearbeiter und noch meine Frau waren zu dem Zeitpunkt am Stadtzentrum. Ich will auf dieser Platz den betroffenen Familien mein herzliches Beileid ausschwätzen. Christtag müsste eigentlich mit gemütlichen Momenten verbunden sein, Momente, wo ihr zusammen könnt, für Familie und Freunde, für sich rumzusehen, für sich auszutauschen, für zusammen zu lachen und sich gut zu fühlen. Wir brauchen so Momente, um neue Energie zu tanken, den Kopf frei zu kriegen, also sich auf die Sachen zu konzentrieren, die wirklich wichtig am Leben sind. Gleichzeitig ist es aber auch ein Moment, den es erlaubt, einen Rückblick zu machen auf das vergangene Jahr, für so den Blick für das nächste Jahr zu schärfen. Und das letzte Jahr war ein movimentiertes Jahr. Für mich persönlich mal für anzufangen. Am September habe ich meinen Posten als Conseiller bei der Chambre de Commerce zu Lützeburg niedergelöscht, um mein Mandat als Europadeputierten umzuholen. Meine Vorgängerin Viviane Reding hat sich dezidiert, wie sich auf die Nationalpolitik zu konzentrieren. Und du warst mir als Viertgewählte von der CSV löscht und als Sechstgewählten am Land mit 63.714 Stimmen für Verantwortung für Lützeburg und für die Lützeburger an Europa zu überholen. Durch meine berufliche Erfahrung als Attaché parlementaire von Astrid Lülling, dann als Conseiller auf der Repräsentation permanente von Lützeburg zu Brüssel, und last but not least, durch meine Arbeit für die Lützeburger Wirtschaft und als Betrieber bei der Chambre de Commerce habe ich gar keine Urlaubszeit gebraucht. Ich habe mich mit voller Motivation an die Arbeit gemacht, für zu helfen, einen Rutsch von den wichtigen Dossiers weiterzubringen und an diesem Mandat noch durchzukriegen. So habe ich unter anderem geholfen, die nötige Majorität für die Wirtschaftspartnerschaft zwischen der EU und Japan zu organisieren, für unsere Betriebe und unsere Bauern neue Marschien aufzumachen und so Arbeitsplätze hier in Europa zu sichern. Im Umweltbereich haben wir dafür gesorgt, dass der Plastik just noch gebraucht wird, wenn es wirklich nötig ist, und dass der Plastik, der nötig ist, nicht mehr so einfach in der Natur landet. In anderen wichtigen Dossier am Klimabereich wird die Begrenzung von den CO2-Emissionen von Kamionen, Bussen und Autos, die wir zum Glück nach diesem Jahr durch das Parlament geboxt konnten. Und noch bei der Reform von der gemeinsamen Agrarpolitik habe ich eine ganz solide Hand mit angepackt und habe über 70 Amendementen herabgebracht, für die nicht gute Proposition von der Kommission zu verbessern. Die Damen und Herren, an einer Welt, wo Twitter-Erklärungen Handelskriege auslösen können, Menschenrechte rund um die Welt mit Face getrippelt gehen, der Protektionismus immer Bedeutung gewinnt, sowie Denk- und Pressefreiheit auch in verschiedenen Ländern an der EU Gefahr sind, ist es mehr wichtig wie je, dass wir als Europäer zu unseren Werten von Freiheit, Solidarität, Dignität vom Einzelnen auch stehen und das weiter promovieren. Es lohnt sich, für die Werte anzustehen, auch was Salvinien, Orbanen und Trump von dieser Welt alles probieren, für das Werte zu zerstören. Für das Werte gegen so Populisten müssen wir besonders an den Europawahlen am Mai 2019 ersetzen. An meiner nächsten Sendung werde ich über die Zukunft schwätzen. Milo sage ich einfach mal ein großes Merci für die Nachlauschtern. Merci auch für alle Unterstützung, die so viel von euch mir am letzten Jahr zukommen gelassen haben. Ich wünsche euch und euren Familien einen glücklichen Christtag und einen guten Rutsch an das neue Jahr.